Ekran! Ekranen geef dich ab, aus wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u van jou die radio eingeschaltet hast, oder die wat op YouTube zijn, hebben een schöne tijd met ons. We waren bij mijn mama en papa hier in Sommerfeld, in ihre Spazierstube in Paraguay. En van jou heb ik hier Clarence Sniefeld met mij. Welkom naar ons thuis, hier im Ekran-programma. Eerste Mal für dich, nicht so? Ja. Die Frau Dora haben wir allemaal gehad, für ein paar Programme. Nu bist du dran. Kannst du die einmal vorstellen? Ja, mein Name ist Clarence Sniefeld. Ich bin hier in Sommerfeld geboren, abgewassen. Ich habe 3 Jahre in Kanada gelebt, dort ein bisschen studiert und so weiter. Und ich war hier in Paraguay und sie froh, dass ich hier bin. Hier ist ein bisschen warmer, nicht so? Ja, hier ist es warmer, ja. Es ist ein bisschen zu warm, aber... Ja, ich weiß, ich habe auch in Kanada gewohnt und für mich, Paraguay, wird ein klein bisschen zu kalt da in Kanada. Ja. Aber da, wenn es knallt, ja, bleibt man alle dort. Das ist nicht über was wir von der reden wollen. Wir wollen von der über die Mission reden, aber dort, wo Jesus uns verheim um Himmel fort, was uns schickt zu tun. Und dann dort wir alle in das Salzschäppchen ankommen, von was wir von der reden wollen, weil kurz eine Bibel steht, lese zum Anfang. Und dort ist Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Du sagst das so. Die Jünger gingen dann nach Galiläa, nur den Berg, zoals Jesus bestellt hat. Und als sie am sahen, kneiden sie sich vor am Dol, einige aber twievelden. Und Jesus sagte an, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Dan gaat nu naar de veldje van de wereld en merkt aan de leerlingen en doopt hem in de namen van den Vader, van den Zoon en van den Heiligen Geest. Leert aan alles te doen wat ik jullie bevolen heb en verlaat jullie erop, ik zie immer bij jullie, bij dem Eng van de wereld. Ik geloof, wanneer we die weer verstaan hebben, dan zijn we nu alle... Dan hebben we een grote arbeid. Ja. Ik heb verstaan, Clarence, du bist in zo'n Arbeit von der Berne. Woran geht das in dieser Arbeit? Ja, wir doen het woord Gottes terugbrengen. Besonders manche Paraguay. Ik zie Deutsche, Mennoniten hier in Paraguay. Und wir doen dessen Auftrag für sich, wie not zu kommen, manche Paraguay, ja. Manche spanische Volk hier in Paraguay. Wo sieht das aus? Was tue du dann alles? Wir doen uns für einmal im Monat wie eine Kampagne, eine Evangelisation durchführen. Dort holen die dann die Menschen an und kommt dann wieder wel, ja. Wo wird eingelot? Wir haben dann uns Papiere reinmelken, schmacken Karte reinmelken, um dann anladen. Und die bringen wir dann eine Karte nach jeder Haus. So wie dann, wenn ich 300 Karten so brauche, zu einer Evangelisation, so 300 Familien so anladen, ja. Und wie viel würde ab so einer Stelle dann ankommen, wo die dann alle sind? Das ist verschieden. Da kommen manchmal 100, manchmal weniger und manchmal mit mehr, ja. Okay. Und wird gepredigt, oder wird noch mehr, wird gesungen, oder? Ja, wir tun immer sehr gewichtlich auf Singen. Wir haben dann immer sehr gute Sängerstunden haben, die Menschen merken, weil wir haben immer just eine Singzeit für eine Stunde so, weil dort lag die Menschen und dort merkt die Menschen Mut und nur dem kommt dann die Predigt. Und dann hast du eine Predigt, wo dann Jesus verwesen wird, dass er die Radung ist. Wird auch eingeladen, dass irgendwer das dann Fuß annehmen kann? Ja, da wird immer eingeladen, dass die Menschen können noch kommen und erleben jedes Leben in ihr Leben umfangen können mit ihm, ja. Okay. Und wenn Menschen du dann nu 7 Mal Hand in ihr Leben angefangen, was passiert Lothar? Ja, wir tun mit 2 Getüb schaffen und wir schreiben all die Nummern ab, die Menschen und erleben jedes Leben. Und die werden dann nachher besorgt. Ja, okay. Die Zeug met wie Tub schaffen doen. Die Pastores und so weiter mit den Tub für sich wie die Menschen dann
te bezieken. We komen niet helemaal alles nu. Maar we verzekeren de mensen te bezieken naar de heimen en dan moed te melken en geloven te wassen. En wanneer het gaat, dan in de tjoik neemt te schreeuwen en dat hij zich toffen laat en einfach Christus nog volgen dan. Dat is ook erg wanneer je een thuis vangen wordt, wat ze thuis na niet kennen, en je man die zijn zie. Wo krijg zit zo'n, wanneer je door wem bezeken wordt, wo krijg schoof dat? Je komt er om half na, wat doe je? Ja, we komen eraan, de Paraguay, der ist sehr verjast, je weet niet, en die hebben meer titels wie Dietrich, je weet niet. En volgens wordt dan thee gedronken, terraré gedronken, zo ziet het hier aan. En wordt dan spaziert en wordt dan op de tijd mee aangegaan dat zij erleven, Jezus erleefd hadden. En dan met de Bibel lezen en beden en zeker uit te vinden wat er nood is, wat er problemen zijn. En dan irgendwo verzekeren wieder te helpen in ihrem geistlichen leven. Ja. En du sagst, du neem je ook van die tjoiken met wat je taub arbeidt, neem je dan ook mensen met wem je taub te bezeken? Graag, ja. We leiden de mensen in Erjeen. En dan is het een goede contact door. Ja. Wo heeft zich deze arbeid gedaan? Dus, wo is de gemeentes dan, dat zie je al in deze jeent hier, wo is de gemeentes, de Spanische gemeentes? Ja, die wisten er dus. Ja, die wisten er dus. En dat is ook een grote zin voor de gemeente zelf. Irgendwo merkt dan dat ook sehr moet, want zij tussen hen moet hebben zo'n evangelisatie durven met ons hoop, dan merkt even de gemeente ook moet. De gemeenteglieder die wat al erg gläubig zijn. En even dat hoop dan in ihrem geloof ook gesteigert te zijn en merkt dan moet schieven. Zie, ik ga verstaan, du bent hier van een Tjoik, das ist von der evangelischen Mennoniten-Tjoik, von der IMG, dat u dat is. Bist du allein door van de Tjoik, oder sind er noch mehr, wat die helpen? Da sind noch mehr. Wir sind ein ganzes Team. Wir haben ein Camioncito, wir haben einen kleinen Truck, der ist ganz equipaut mit Speakers und so weiter, Lautsprecher und mit Licht und Strom und alles. So, wir sind von denen abhängig. Wir haben Strom ans Dynamo mit und so weiter. So wie Stahlans kriegt ab, wo wir wollen, ob es nu Strom ist oder nicht. Vielleicht irgendwo ein bisschen eine Footballkantsche oder so? Je weet niet, ja. Je weet niet dat we dat niet bij de Tjoik, je weet niet dat we dat bij een school, of bij een park, of bij een Footballkantsche, dat iedereen daar niet trouble heeft met aankomen, ja. Sehr schön, mich interessiert seine Arbeit, dass wo mein Hort sehr verschlägt. Ich wohne aber nicht ein paar Jahre, dass ich da nicht mitmerken kann, aber mich interessiert das von dort zu hören. Was ist für dich persönlich die Motivation, oder was merkt die, dass du immer weiter dort bist? Ja, naja, das ist, ich glaube, dass wir dazu berufen sind, als deutsche Menschen hier in Paraguay, dass wir das Evangelium wiederbringen. Dass wir nicht bloß an uns selbst denken, und, wo wir können wirtschaftlich fair wegkommen. Weil davon können wir all genug sein. Das ist wichtig, dass wir auch die Bibel nehmen und sagen, wo das vielleicht Gott sein Plan für uns, warum haben wir uns als deutsche Menschen mal hier nach Paraguay gebracht, als gläubige Menschen. Ich glaube, das ist dat we den Glauben ook wiederbringen dann, ja. Wow, sehr schön zu hören. Es sind die Gefeile immer hoch boven, wat je dat willen doen, oder sind dann nochmal wieder nach unten? Die sind wirklich nicht einmal hoch boven, nee. Okay. Die sind auch manchmal leicht, so man muss einmal nicht zu sehr nur die Gefeile gehen, um das Arbeit lernen gehen, jeder Tag frisch. Sondern die Gefeile, die merke einem nicht einmal Mut zu tun, aber wenn man am Glauben geht und gehorsam ist, dann hat man doch ein Sehen davon, ja. Wow, dat is schijn te hören, wo je dat als eine Gruppe tun und wo verschiedene, wenn man sagt, Gove, einer der vielleicht reden, der andere da von Hängeram anladen, der andere da bezeken fahren, wo jeder einer, ich stelle mich vor, du das nicht alles und der andere das auch nicht alles. Right. So, wo schafft diese Taubarbeit, wo je einig? Nou, er ist einmal eine Gruppe, die macht die Einladungen. Ich bin einer von denen. Wir gehen dann eben von Haus zu Haus um eine Darpa und laden die Menschen an. Das ist eine Arbeit, da muss man sich ein bisschen verdemütigen, weil das ist eine Arbeit, die nicht in jedem Schein. Und da braucht auch immer ein bisschen Überwindung, einfach nur daheim zu kommen und einladen und so weiter. Aber das ist eben, einmal ist es gut warm und so, und dann meint es eben vielleicht im Darp gehen und diese Einladungen erteilen und so, denke ich, so wie wir sind, die eigentlich ihre 6 Menschen so, oder 8.
die Einladungen dann uitdragen, ja. En dan hebben we ook zangers, ja, ik ben niet een zanger. En ik doe de campagnes, ik doe de evangelisatie, de coördinatie daarvoor. Dus ik ben de coördinator. Onder zijn zangers en dan hebben we ons evangelist wat dan allemaal predigen. En irgendwer wordt vielleicht mal de Steile abstalen oder die bestalen. Ja, ja. Dat hat veel zaken wat einer nicht voets aan denken redt, wat dat alles brücken redt. Ja. Sehr schön te hier. Ik stel me nu voor, wie haben hier toch hier, ze zijn in Belize, ze zijn in Mexico, ze gaan naar Rusland. Van alle wegen hebben we mensen wat ons hier toch hier. En die denken ook, oh, wanneer du in Paraguay, du niet kwijt is, die brengt dat woord Gottes uit. Vielleicht heb je dat in ons land ook doen. Maar vielleicht zie ik al in een team bijna, waar ik zie, vielleicht krijg ik moedlust geworden. En wat kost het een mens zijn? Wo dat hart een beetje puttert, of wo God monen dat? Ik zal dat doen. Wat kost het een mens zijn? Wat voor een rood hast je voor hem? Ja, wel, ik würde zeggen dat God heeft een plan voor een iedereen van ons. En hij wil dat we den durchführen, dat we den erkennen doen. En ik würde die maken einfach te vragen, wat is God zijn Wille voor mij? Weil ich würde manchmal auch lieber bloß wirtschaftlich denken und lieber meine Wirtschaft arbeiten und wirtschaftliche Sachen drijven. Maar ik weet dat God heeft een roep van mij en hij wil hebben dat we den roep nog gaan. Also, ik geloof viele mensen die den roep niet erkennen wat God voor ihr Leben heeft, weil sie nicht ernstlich danach fragen und nicht wirklich bereit sind, Gott zijn roep nu te volgen. Daarin zeggen we die moed maken, vraag God wat zijn roep is voor dein leven en wat hij voor die wil. En dan doe je gehoorzaam zijn. Dat is manchmal moet man zich dafür opferen, handgeven. Dat is niet immer ganz einfach. Aber wir sollen gehorsam sein und wir werden auch durch gesegnet und belohnt. So Gott wird mit dir gehen. Amen. Du kannst een groot amen bloß te zeggen, Clarence. Zo ga ik dat ook in mijn leven ervaren. Zich gaan opferen en dat doen wat God van mij wil hebben. Es lang nicht alle Tage leicht, meist jeder Tag nicht sehr leicht. Ja. Aber jedes Mal lohnt sich das. Und da kann ich ein großes Amen, er een grote Jose is dat, trots zijn wat u krijgt ziet. Ik mocht die ook Gottes zijn wensen en vielleicht in die Tjoek, wo die best fangen so wat aan. Oder du putters wat vriend aan en sagst, we hebben mal taub irgendwem von Jesus anreden. Dat braucht nicht für hunderte Menschen sein, dat kann einer sein, dat vielleicht das passt, was du anfängst. Und dann irgendwann ja, wat het dan geraten worden. Mutig verweg bezinnt doen. En ik mocht die Gottes zegen wensen en beter nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.